Also, wir schauen in das nächste Video rein, nämlich etwas, wo ich sehr gespannt drauf bin. Das Video heisst Navin Hofstetter, der SVP-Politiker mit indischen Wurzeln, Helvetia vom SRF-Virus. Ja, also so ein Video über Navin Hofstetter müssen wir uns ja einfach anschauen. Also, ich finde es tatsächlich auch sehr interessant und ich glaube, das wird ein bisschen tiefer gehen in woher er kommt, was er zu erzählen hat. Und ich weiss gar nicht so viel über Navin Hofstetter, ausser natürlich, dass er indische Wurzeln hat. Irgendwo durch ist das ein bisschen offensichtlich. Oder dass er SVP ist etc. Aber wie es zu dem ist gekommen, etc., das weiss ich alles gar nicht. Und ich glaube, SRF-Virus hat das jetzt ein bisschen mal aufgezeigt. Und das finde ich tatsächlich sehr spannend. Und darum schauen wir uns jetzt... Schauen wir das uns jetzt an. Ich habe zum Beispiel auch Mühe damit, dass man mir heute Schwarze sagt, aus Angst, wir dürfen nicht Neger sagen oder was auch immer. Ah ja, das darf man ja nicht sagen. Chat, ich habe da so eine Vermutung, es wird wild. Hallo zusammen, ich bin der Navin Hofstetter. Ich stamme ursprünglich Moin Navin, was geht? aus Indien, lebe hier im Rotritt. Ah ja, Wette, das ist bei ihm daheim. Genau so sieht es bei ihm daheim aus. Und bin 38. Und er ist Single, also alle Ladies. Er ist noch auf dem Markt. Aber wer das geschnitten hat, wild, schon noch mit dieser Musik. Ich bin in die Schweiz gekommen, bin Schweizer Eltern adoptiert, mit 4 Monaten. Ich bin also direkt ab der Muttermilch gerissen worden, sozusagen. Ja. Ich schaue in den Spiegel, ich sehe mich, oder? Ich weiss, ich stamme aus Indien, ich weiss, ich bin adoptiert. Dieser Sache bin ich auch sehr dankbar, dass ich es gut bereicht habe mit meinen Adoptiveltern. Und durch das, glaube ich, entwickelst du eben eher auch nicht so ein Interesse, zu schauen, woher komme ich. Aber ja, für mich ist Indien wirklich ein Land wie Deutschland oder Italien. Ja, ich laufe jetzt genau den Schulweg, wo ich an mich war früher. Ah, da bin ich aber da durch. Ja, jetzt ist... Wieder lacht, Chat, lass es noch mal schnell. Ich an mich war früher. Ah, da bin ich aber da durch. Ja, jetzt ist... Nochmal. Ich an mich war früher. Ah, da bin ich aber da durch. Ja, jetzt ist... Ich kann nicht mehr. Das Video wird mich blendend unterhalten. Er weiss echt seinen Schulweg nicht mehr, man kennt die. Das ist alles ein bisschen anders als früher. Was mich dann aber stört, ist, wenn sie dann kommen und sagen, ja, aber du sollst doch und du musst doch mal dorthin schauen, wie es aussieht und weil du von dort bist. Da habe ich dann schon mehr Mühe damit, wenn man dann hier nachhaken und befehlen und du sollst und du musst, oder? So die Erinnerungen kommen halt durch. Aber ich weiss, schon nur die Musik im Hintergrund, die gewählt wurde, ist echt geil. Von früher, wo man da als kleiner Bub in der Schule ist, ja, schon noch eine spezielle Situation, wenn man so manches Jahr nicht mehr da war. Ja. Ich habe kein Problem damit, wenn man mich fragt, woher du kommst. Und für gewisse Linke ist ja das bereits scheinbar rassistisch. Nein, ich sage mir nicht, er hat das irgendwo hängen in seiner Bude. Also das wäre ja peinlich. Es ist, wenn man jemanden fragt, woher bist du, es ist doch umso besser, wenn ich sagen kann, woher ich komme. Und das ist ja genau einer von diesen riesen Vorteilen, die wir dunkelhäutige oder anders aussehende Menschen eigentlich wo wir haben. Oder? Weil ein Weisshäutiger fragst du nicht, woher kommst du? Weil man geht einfach davon aus, das ist einer von uns. Und da hat er schon recht. Also, es ist, so wie ich es mitbekommen habe, als ich jetzt zum Beispiel das Rassismus-Video gemacht habe, ist, wenn du eine andere Hautfarbe hast, hier in der Schweiz oder auch wahrscheinlich auch schon in Europa, ist eigentlich immer die Frage, von wo kommst du? Ja, ich komme aus der Schweiz. Ja, nein, von wo kommst du ursprünglich?
Und das haben wir viel gesagt. Und da kann ich auch ganz ehrlich verstehen, dass es nicht gut überkommt. Also, dass es eine rassistische Aussage ist. Auch. Weil wenn du in der Schweiz seit 4 Monaten geboren, also wenn du seit dem 4. Monat in der Schweiz bist, dann bist du Schweizer. So. Also, eine deutsche Lehrerin hat man einmal gehabt, oder? Und dort ist es nicht immer ganz so, hat es nicht so harmonisiert. Ja, es war natürlich für alle ein bisschen ungewohnt gewesen. Eine Lehrerin, die so in einem gestochenen Hochdeutsch redet, oder? Und wir alle Mundart. Also das war sicher halt speziell gewesen. Die Adoptionsakte habe ich mal durchgeschnüffelt oder durchgeschaut. Und ich finde den Moment nicht, wo ich gemerkt habe, aha, ich bin anders. Also so, den genauen Zeitpunkt finde ich nicht in meinen Gedanken. gut, ich weiss jetzt nicht ganz, was es mit den Akten zu tun hat. Also, wenn er wirklich eine physische Akte meint, aber ich kann durchaus verstehen, was er meint. Meine Mutter erzählt mir etwa eben, dass es Situationen gegeben hat, wo ich irritiert war. Ja, vielleicht eben auf Reaktionen von den Schulkollegen. Bei mir war es vielleicht auch manchmal die Hauptfahrt, die halt dann andere Kinder dazu bewegt haben, um mich ein bisschen anzusticheln. Ansticheln? Ja, kalt lassen tut einem das wahrscheinlich sicher nicht. Vielleicht hat es auch traurige Momente gegeben, wo einem das genervt hat, in dem Sinn, dass man das Gefühl hatte, jetzt ist man belästigt. Logisch hat es bei mir auch in pubertären Phasen gegeben, wo es mich aufgeregt hat, dass ich da bin, wo ich das Gefühl hatte, ja, leck, hat mir doch alle am Arsch auf Deutsch gesagt, wäre ich jetzt in Indien, würde es mir viel besser gehen. Aber ja, das gehört irgendwie, so schwache Momente das gehört zum Leben, oder? Ja, also, eben jetzt, wo er pubertäre Momente anspricht, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das durchaus mal ein Thema war. Also natürlich eben, ja. Ich glaube, das weiss ich ja selber. Ich war eher schücher. Vielleicht auch sind schon fast politisch erklärbar, warum ich Selbstvertrauen bekommen habe. Zufälligerweise war das in der Berufsschule, sogar ein linker Lehrer, wo ich das verdanken muss. Wieso sagt er ein linker Lehrer? Ich kann nicht echt einen Lehrer sagen. Ich sage ja auch nicht einen rechten Lehrer. Aber no front. Was mich noch interessieren würde, was mich sehr würde interessieren, ist, wie er in die SVP ist gekommen. Oder wie er den Zugang erhalten hat. Ich hoffe, das kommt noch. Das war noch speziell, ja. Stellt euch vor, der linke Lehrer, Navin, steckt in einer Identitätskrise, oder ich gehe jetzt mal davon aus. Dann geht er in die SVP, der Lehrer denkt sich auch, moin Digga. Also als Joke, ist jetzt wirklich als Joke gemeint. Ich bin einfach einer, der gerne daheim ist, in meinem Umfeld und habe schnell einmal Heimweh, wenn ich im Ausland bin. Also für mich ist daheim wirklich halt hier im Aargau. Also nicht nur in der Schweiz, sondern im Aargau ist noch wichtig. Ja. Wenn ich jetzt an eine Brötli-Stelle gehe, im Gebirge oben, und dort ist an dieser Brötli-Stelle ein Haufen Abfall, weiss nicht von wem, dann regt mich das auf. Weil dann muss ich einfach Same, Navin. 100% unterschrieben. sagen, das ist nicht unsere Art und Weise. So bin ich, mindestens ich, bin nicht so erzogen worden. Wenn ich sehe, wie zum Teil die Abfallhäufen rum sind, also eben gerade so an öffentlichen Feuerstellen oder an öffentlichen Begegnungszonen, das ist einfach der Hammer. Oder? Also, wir sind Wieso läuft jetzt Sweet Home Alabama? Niemand weiss. Aber das, was er erzählt, kann ich zu 100% nachfühlen. Also, Sweet Home Argo, genau. Wir sind ja schon von Grund auf so erzogen, dass wir Batterien sorgfältig entsorgen, das Glas richtig. Gut, er ist ja... Chat? Moment.
Moment. Mehrere Kommt nicht der Hintergrund bekannt vor? Ist das echt gleich? Da der Schaft und hier oben wären die Kuvert oder so. Täusche ich mich? Täusche ich mich? So Gestell, hier der Schaft, da oben ist noch eine Kartonkiste. Da oben ist auch eine Kartonkiste. Ist das Gleiche? Ich glaube auch, dass es das Gleiche ist. Also ist Navin hier in dem Raum gehockt, wo ich mit ihm geredet habe. Aus Fenster, aus Fenster. Die Chance besteht, die Chance besteht. Sorgfältig entsorgen, das Glas richtig entsorgen, dass wir die Zeitung bündeln. Das sind alles so Themen, die mich unglaublich beschäftigen. Hier bin ich in der Schule, in der Sekundarschule bin ich in der Schule auf der linken Seite. Und dort ist das Handarbeitszimmer, gerade im ersten Stock, an das mag ich mich noch erinnern. Ja, Hökeln habe ich glaube noch erstaunlich gut können. Lesen wir nicht so, aber Hökeln, das habe ich glaube hergebracht mal, ja. Ja, also wenn man in der Schule plötzlich das Kreuz wegnehmen muss, nur weil jetzt ein Anteil Moslems in die Schule gehen, oder wenn es beim Essen eben zum Beispiel kein Servala oder kein Schweinsfleisch mehr dürfen auf der gleichen Pfanne haben oder auf dem gleichen Grill, nur weil jetzt 2, 3 oder 4 Moslems noch am Tisch sind, dann muss ich sagen, da hört es einfach auf, oder? Ja, ich kann seine Beweggründe nachvollziehen. Also ich kann sehr gut nachvollziehen, wieso er das sagt. Und ich könnte auch sagen, dass ich es ein bisschen ähnlich sehe. Andererseits muss ich sagen, dass wir wohnen in der Schweiz und die Schweiz ist ein Land mit vielen verschiedenen Kulturen. Und da hat es einfach auch ein bisschen mit Respekt zu tun, dass man auch anderen Minderheiten zuhören und deren ihre Sachen, ihre Kultur respektieren. Und da gehört halt das einfach auch dazu. Und natürlich, es ist immer mehr Aufwand und es ist immer ein bisschen anders, aber es gibt Vielfältigkeit und Diversität drin und da gehört das gehört auch dazu. Religionsunterricht mag ich mich auch noch erinnern. Das war auch ein Fach, das ich nicht unbedingt so gerne hatte. Nein, Fußball hatte ich auch nicht so gerne. Ja. Ja, ist noch lustig. Sport war auch nicht so mein Lieblingsfach. Ich weiss gar nicht mehr. Ja, ich sage zwar, ich bin gerne in die Schule, aber trotzdem eben so ein richtiges Lieblingsfach hatte ich gar nicht. Ja. Mein Hobby ist... Ja, aber im Fall da fühle ich ihn, ganz ehrlich. Gerne hatte. Nein, Fußball hatte ich auch nicht so gerne. Hey, ich habe Fußball auch nie gerne gehabt, seien wir ehrlich. Und ich hatte wenig Lieblingsfächer gehabt, und ich bin gleich gerne in die Schule. Also, ich habe gerne, was habe ich gerne gehabt? Ich habe gerne Deutsch gehabt, ich habe gerne Geschichte gehabt, ich habe gerne Englisch gehabt. Ja, das sind eigentlich die Fächer, die ich sagen kann, die habe ich immer hure gerne gemacht. Alle anderen manchmal mehr, manchmal weniger. Und gleich, ich bin immer gerne in die Schule. Ja, Ping-Pong natürlich auch. Mein Hobby ist Politik. Geiles Hobby. Das einzige Hobby, das ich nachgehe. Und das okay. mache ich sehr gerne, ja. Ich denke, er macht vielleicht noch mehr in seiner Freizeit. Also, nicht abwertend mehr, aber ich denke, vielleicht macht er noch mehr. So, irgendein Sport hätte ich ihm jetzt auch noch gegeben, dass er etwas macht. Eben, das ist mein Büro da, ja. Ah, er hat an diesem Pult hat er mit mir geskypt. Beziehungsweise, ja, mit dem Handy hat er mit mir geskypt. Da hergestellt, hinten dran ist der Schaft, da ist das Fenster. Ich glaube, so läuft der Hase. Ja, mein Kleiner. Also sein Lachen ist echt... Ja, das ist mein Büro da, ja. Ja. Ich kann echt nicht mehr auf seinem Lachen, Mann. Shit. Mein Kleiner, bescheiden. Hey, aber Mann, wie kann er die huren SVP-Plakate in seinem Büro haben? Also... Er sagt, es ist für ihn ja als Hobbypolitik. Aber ihr müsst euch vorstellen, es gibt Leute, die haben
Motorräder in ihrem Büro rumhängen. Die haben von mir aus noch halbnackte Frauen auf Autos rumhängen. Angstthema. Es gibt Leute, die haben irgendwelche Naturbilder. Und dann haben wir den Navin Hofstetter, der SVP-Plakat rumhängen hat. Wo ich schon... Also gut es mit dem schwarzen Schaf. Das schwarze Schaf, das ist da, wo sich nicht integrieren kann, wo sich nicht anpasst und wo Zeug macht, wo gesetzeswidrig ist. Das ist das schwarze Schaf und da gehört das Recht gewesen. Und wenn es Ausländer sind, sind wir der Meinung, dass man die auf dem schnellsten Weg wieder ausschaffen. Weil wenn sich jemand nicht unseren Lebensformen richten will, dann hat er in diesem Land nichts zu suchen. Es ist einfach so. Gut, aber also da muss man halt sagen, da ist die SVP immer gut. Ihre Plakate sind immer zweideutig. Man kann die absolut gar nicht rassistisch sehen, so wie es der Navin jetzt gerade erklärt hat. Oder man denkt ein bisschen weiter, und das macht die SVP zu 300% ebenfalls, sie sagen es einfach niemals, ist natürlich mit dem schwarzen Schaf nicht nur einer gemeint, der sich nicht integrieren kann, sondern einer, der natürlich auch schwarz ist. Das Gleiche war genauso mit den Würmern, wo der Schweizer Apfel zu fressen, dass das ein Nazi-Symbol war. Ja, das sagt ja nur aus, dass die EU die Schweiz zu fressen, bla 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 bla. Das kennen wir alle. Und dass er das wie sagt, ist wie klar. Ich habe das Gefühl, egal woher dass man kommt in diesem Land, in diesem schönen Land in der Schweiz, kann man gut miteinander zusammenleben, ohne einander Vorwürfe zu machen. Und gebt doch euren Kommentar dazu. Ja, das war ein sehr interessantes Video mit dem Navin Hofstetter. Finde ich sehr cool, dass SRF Virus so etwas macht. Ja, also sehr cool. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, ich habe mir noch mehr gewünscht, darauf einzugehen, wie ist er in die SVP gekommen. Er ist ja schlussendlich schon SVP-Politiker. Und klar, als er in die Schule ist gegangen, so ist alles interessant. Aber es hat mich echt Wunder genommen, wie er in die SVP ist gekommen. Das hat mich sehr interessiert, weil ich weiss nicht, ob er es mal erwähnt hat. Aber sicher, cooles Video, sehr, sehr nice. SRF Virus ist immer sehr zu empfehlen. Und darum merci fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Video.